don't need to hide. Just close your eyes and sing with me our sweet symphony. Come and turn the lights out. I want to believe it. I can feel it. Come and turn the lights out. I want you to sing it. It is impressive that you managed to survive this long. Weil bevor nämlich Therese und Pontus ins Spiel kamen, hast du ja eigentlich die ganzen Ereignisse erst so richtig in der Südküstenregion mitgekriegt, beziehungsweise in der Südküstenregion fängt das Ganze erst so richtig an. Gut, da sind wir durch. Dann schleichen wir uns da zu diesem Schläuchlein. Warte mal, was ist denn da? Also das haben wir schon auseinandergenommen, sehr gut. Är det helt mörkt där inne? Okej, vi måste behålla fokus. Vi vet att alla dörrar är kopplade till ett elektroniskt låssystem. Så det första du måste göra är att slå på strömmen igen. Ja, klar, ich bin ja scheiß Elektriker. Was ist da? Ah, da ist der Ausgang, okay. Da ist B1. Und ich glaube, dass da hinten... Warte mal, ich mach da zu. Kein Strom. Ja, Spiel, danke, ich weiß. Aber anscheinend dürfte meine Maus schon ein bisschen am Arsch sein. Stapf, 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 stapf. Das habe ich jetzt zwar nicht unbedingt gebraucht, aber mein Gott. Bra, en sak i taget. Sök igenom bunkern nu, så försöker vi hitta de evakuerade. Jag är inte så säker på att de är kvar. Om vi åtminstone kunde hitta någon ledtråd om vart de har förts. Da gibt's nix. Sehr gut. Gehen wir weiter.
här är sergeant Johan Andersson vid ledningscentralen Minken. Jag har sett order om att evakuera till Saltholmsbasen och till Fiskebäck på den här sidan. Det följer inte standardrutin. Har ni muntliga order från staben? Kom. Standardförfarande är omedelbar evakuering till fastlandet och vi har tappat all kontakt med staben. Det har också... Vi har fått information. Jag fick veta att något skulle hända för flera dagar sedan. Och nu kom det här angreppet och de konstiga evakueringsorderna. Jag behöver veta vad fan som försiggår, kom. Tydligen är det flera soldater som varit tveksamma till de konstiga order de fick. Försvaret. Betyder det att militären är inblandad i det här, Pontus? Ja, alltså jag vet ingenting om det här, jag lovar. Men det känns som att fienden redan visste allt om oss. Våra rutiner, våra kommunikationskanaler och de attackerade inifrån. Entschuldigung, kurz erklärt, die Armee ist links liegen worden lassen am Tag des Angriffs. Die Armee spielt nur eine eine drittklassige Rolle. Weil wie du vielleicht mitgekriegt hast, hat der Feind als erstes die Funkkommunikation angegriffen. Ja, natürlich, somit machen es die Armee, wie sagt man, ja, blind oder taub, wie man so schön sagt. Ne? Gut, schauen wir weiter. Ja, da haben wir ganz schön was vor uns. Egal, das ist jetzt da, ich glaube die vierte Episode, ich glaube die vierte oder die fünfte, die jetzt an einem Abend aufnehmen. Das müsste rein theoretisch, dass ich jetzt anliege, Episode, keine Ahnung. Aber wenn wir es das am Anfang der ersten Aufnahme-Episode gesehen haben, vor einigen Tagen. Ja, Spiel, du brauchst jetzt aber nicht durchdran. Wie gesagt, ich versuche die Hauptstory eben in der richtigen Reihenfolge zu spielen, gell? En olycka med vad då? Någon sorts koma-inducerande gas? Oj, det låter ju jättekonstigt. Ja, das Gas, mit dem wir noch öfters in Berührung kommen werden, mit dem auch die Maschinen ausgestattet sind, wenn ich mich recht entsinne. Jetzt schauen wir da schnell eine Runde durch. Da sind die Betten.
Haben wir da irgendwas, was wir noch brauchen könnten? Nö. Okay. Dann gehen wir da weiter. Wieder ein Wuffy. Haben wir da irgendwas, was wir brauchen könnten? Nö. Kompensator für Faustfeuerwaffen. Ich hab gar nicht gewusst, dass der Bunker so groß ist. Sömngas? Varför skulle försvaret ta in det i en skyddsbunker full med människor? Är det därför alla är försvunna? Therese stöhnet an Wo ist der Tick? Ja klar. Okay. Aber warte mal, ich würde mir eigentlich das Etikett anschauen. Spiel. Entschuldigung. Log. Da müssen wir eine andere Burg. Giftgas-Etikett. Auf dem Etikett an den Gasbehältern im Bunker des Stützpunkts Saltholmen steht Giftgas IASG 90, was über ihren Inhalt kaum Zweifel zulässt. Das haben wir auch noch nicht gelesen. Nö. Transkript einer Nachricht zur Evakuierung. Dieses Teil der Niederschrift. Warte mal kurz. Haben damit begonnen. Na, das haben wir noch nicht gelesen. Nö. Dies ist ein Teil der Niederschrift einer vertraulichen militärischen Nachricht, die vom Bunker des Stützpunktes Saltholmen an Westland gesendet worden war, vermutlich während der Evakuierung der örtlichen Bevölkerung am Tag der Katastrophe. Der Anfang der Nachricht scheint zu fehlen. Haben damit begonnen, die Evakuierten befehlsgemäß in den unterirdischen Hangar des Stützpunktes unterzubringen. Benötigen jedoch weitere Anweisungen für den Transfer auf das Festland. Jede weitere Information zur Art und Beschaffenheit der Bedrohungslage würde uns eine angemessene Vorbereitung sehr erleichtern. Denn nach dem jüngsten Vorfall sind unsere Kapazitäten sehr beschränkt. Ah, das war das aus dem Bunker Minken, genau. Und das ist der Unfallbericht. Dr. Skölds Unfallbericht. Der Umschlag enthält einen unvollendeten Bericht von Dr. Sköld, der an den Kommandanten des Stützpunktes Saltholmen gerichtet ist. Während der routinemäßigen Wartung in der Lagerhalle war anscheinend das Ventil an einem der Tanks defekt und ist gebrochen. Der Inhalt des Tanks ist in den Raum ausgeströmt und alle 3 im Raum anwesenden Männer sind augenblicklich kollabiert. 24 Stunden später haben sie das Bewusstsein noch immer nicht wiedererlangt. Meine vorläufigen Beobachtungen deuten darauf hin, dass das Gas toxisch, aber nicht tödlich ist und rasch einen komatösen Zustand herbeiführt. Den aufzuheben uns bisher nicht gelungen ist. Die Vitalfunktionen der Männer sind stabil, ihre Gehirnaktivität ist nicht beeinträchtigt, doch es steht außer Frage, dass jedweder Kontakt mit dieser Substanz äußerst gefährlich ist. In unseren Zeiten ist Diskretion wichtiger denn je. Ich hoffe jedoch sehr, dass Ursprung und Ziel dieser Lieferung keinen Anlass zur Besorgnis geben. Dennoch sind die möglichen Konsequenzen gelinde gesagt beunruhigend. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie, Dr. Sköld, Leitung, Medizin und Chirurgie, Militärstützpunkt Saltholmen. Okay, haben wir das auch. Und fehlt uns nur noch ein Puzzle rund um die Ereignisse hier in Saltholmen und den Angriff. Warte mal.
Sehr gut. Automatgewehr 2, sehr schön. Gasflaskorna levererades den 10:e. Men det är ju samma dag som allt gick åt helvete. Leverans-ID FNIX. Vad tusan betyder det, Pontus? Ingen aning tyvärr. Det kanske är ett kodnamn på operationen. Men det har någonting att göra med allt det här, det är jag säker på. Så alla var verkligen på plats i bunkern. Men våra egna militärer smugglade in flaskor med sömngas och fick dem att falla i koma. Jag kan inte tro att det är sant. Fan, jag är jätteledsen, Therese. Jag vet ärligt talat inte vilken roll militären har i allt detta. So, ich lasse jetzt einmal so im Raume stehen. Wir werden jetzt einfach weiter marschieren. Wir haben nämlich noch ein bisschen was zu tun. Da gibt's ja keinen... Warte mal kurz. Da gibt's ja keinen Bunker, gell? Beziehungsweise Feldwegplan, oder wie das heißt, der Scheiß. Westland, Minken, Sorken, Merden, Uterns, Quadern und Hermelinen. Okay. Over and out. Road Rage. Da können wir noch hin. Suche den Standort des Bunkers. Mal auf die Karten schauen. Nicht allein. Wo die Sonne untergeht. Over and out. Man kann nur hoffen. Road Rage. Ah, da ist der Bunker. Na, oder? Man kann nur hoffen. Suche den Standort des Bunkers Karpen. Okay. Dann sind wir eh dort. Wo wir hinkehren. Kann man schon? Nö, haben wir noch nicht. Gut. Wir werden uns jetzt damit rausquälen. Dann werden wir... Das geht sogar. Cool. Okay. Mal ein bisschen was wir jetzt nicht brauchen, werden wir da gleich ablegen. Eigentlich hätte man den Scheißdreck auch nicht braucht. Bist habe ich da im Einsatz, die habe ich da einer, das wird dann eh alles zerstört. Und die Pump Action tue ich weg, genau. Weg, weg, weg. Dann machen wir da die Hälfte weg. Weg, weg, weg. Sag mal, ist da draußen was? Das wird's ja fast so anhuchen. Da ist eine Nebenmission. Stellt sich halt nur die große Frage, was für eine. Dann machen wir es gleich mit. Om någon hör detta, ni är inte ensamma. Vi är fler som är kvar. Vi har ett gömställe vid gården nära Dyviks udde. Vi har barrikaderat ladan och har tillgång till lite vapen och mat, men inte mycket. Förhoppningsvis är det tillräckligt långt borta för att ingen ska märka oss. Men vi tänker inte stanna. Vi försöker hitta en väg till fastlandet via båt. Kom dit om ni kan. Ju fler, desto starkare. Roland, Anita, Doris, Gösta, Björn och Stina. Åh, tack så himla mycket för att du hittade inspelningen. Hon lever. Några av dem lever. Underbart att höra hennes röst igen. Då kanske hon flydde med båt. Men vart? Tja, das werden wir noch herausfinden. Wir wissen es natürlich eh. Ah, da. Okay.
Dann schauen wir uns da schnell um. Hier ist zu. Und dann reisen wir gleich weiter in Richtung nächsten Unterschlupf. Oh, da brennt alles. Wurscht, weiter. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Unerträgliche Leichtigkeit. Da müssen wir jetzt hin. Sterngartenregion. Eine aufgezeichnete Funknachricht erwähnt eine Konfrontation an einer strategischen Position, die Saltholstum Gun heißt. Dort könnten vielleicht Waffen und Ausrüstung zu finden sein. Das machen wir doch gerade. Das machen wir doch ganz leicht und easy. So, hab ich jetzt da. Kurz einen Blick. Jetzt da. Keine Ahnung, warum es Spiel die Munition in der Piste nicht erkannt hat. Keine Ahnung. Oh mein Gott. Das ist... Wo ist denn jetzt die Drohne? Spiel, du brauchst nicht extra durchtragen. Es ist nichts passiert. Ja, ich kenne den Ort da unten schon. Das langweilt mir jetzt aber gerade ein bisschen. So. Ich will da ein bisschen weiterkommen. Das schaut aber geil aus, die Nebelsuppen, die verhangene. Eins, 200.
Dann machen wir zuerst einen. Ich war eigentlich dabei, ist nur eine Zeigung, dass da Dings immer dumm auf der Hand da, aber ich habe echt schon die Klingen wetzen gehört. Das brauchen wir nicht. Suche im Lager nach brauchbaren, zurückgelassenen Material. Natürlich. Was anderes habe ich nicht vorgehabt, Spiel. Nehmen wir alles mit. Pavel Swoboders Minken, das haben wir schon. Korporal Swoboders Brief an seine Eltern. Mutter, Vater. Wer weiß, ob ich jemals nach Hause kommen werde, aber ich hoffe, dass jemand dies findet und dafür sorgt, dass ihr es erhaltet. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir bis zum nächsten Angriff haben werden. Ihr habt immer gesagt, es wäre eine Frage der Zeit, bis die Russen in Schweden einmarschieren würden. Es tut mir leid, dass ich euch nie geglaubt habe. Ich verstehe es jetzt. Ich verstehe, wie ihr euch damals gefühlt haben musstet, als die Panzer in Prag eintrafen. Hoffnungslos, voller Angst, dass ihr jederzeit sterben könntet. Hochfahrend bei jedem Geräusch, das ihr in der Ferne hört. Ich bin euch so dankbar, dass ihr mir ein neues Zuhause gegeben habt. Pavel. Ja, die Worte kannst du jetzt selber ausrichten. Bei dir war ich auch schon und dann ist da unten nämlich noch was. Warte mal. Der ist ja nur Schrott. Also Schrottwert, ne? Bunkers Graben. Man kann nur hoffen. Fertigkeiten Log. Gemeinsam stark, Bunker Graben. Ah, das Graben? Das ist der Bunker. Jetzt überlege ich noch gerade. Log, wie viel